Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock 2 auf Pelzig und Syltraka ist natürlich auch wieder neben mir. Ja, und da sind wir wieder bei Bioshock. Gerade eben hatte irgendein Helfer was Fleißer irgendein Rohr in Räder gestopft und wir wurden fast vor der Tür erschlagen. Nein, es ist wieder doof. Oh nein, der Clownskopf ist zurück. Oh nee. Der Slenderman, der sieht aus, als unglaublich lang gezogen. Ja, so ein bisschen. Hacken funktioniert jetzt nur noch so. Das ist schön. Gehackte Verkaufsautomaten haben mehr Objekte und niedrigere Preise. Wenn du beim Hacken einen blauen Bonus hast, bekommst du einen Gegenstand gratis. Das ist schön. Mieten. Ja, davor habe ich leider zu viel. Willkommen im Zirkus der Genau Welt. dieselbe Stimme noch. Und genau im selben Ton. Okay, da holen wir uns auch ein bisschen Treibstoff und holen noch Pfeiler. So, mehr geht hier nicht mehr. Ganz kann holen wir uns auch noch einer. Ekliges Ding. Elendige Clownsvisage. Ich freue mich sowieso. Wir gehen dann freiwillig gern zu sowas hier, wo so ein altmodischer Clown auch noch drauf gemalt ist. Sau widerwärtig. Das war früher scheinbar mal voll in. Anscheinend, ja. Ich kann das irgendwie überhaupt nicht verstehen, aber wahrscheinlich. Die spritzen sich auch freiwillig irgendeinen Scheiß in die Adern, das aus Leichen rausgesüffelt wurde von einem kleinen Mädchen. Also, bitte. Ja, stimmt auch wieder. Atlantic Express, Rapture's fastest way to travel. Kenne die Bestie. In der ethischen Psychiatrie müssen wir die Rolle der Evolution bedenken. Depressionen, Panikattacken, sexuelle Störungen, alles Reaktionen auf den uralten Druck der natürlichen Auslese. Das Ironische ist, genau dieser Theorie wegen haben Ryans Leute mich hierher eingeladen. Sie missverstehen meine Studien der Naturgesetze als Verherrlichung des Faustrechts. Denk immer daran, Eleanor. Man muss die Bestie kennen, bevor man sie töten kann. Auch wieder Eleanor. Ja, scheint ja wohl ihr Wichtigste zu sein. Ja, das ist die Little Sister vom Genau, Delta. richtig. Scheint ja wohl irgendwie auch ihr persönlich Wichtigste zu sein. War vielleicht ihre Tochter, die sie dann gecasht haben Ach und ja, so das- Little das- Sister gemacht haben. Das hat sie doch am Anfang gesagt, sie gehört mir. Aber ich weiß jetzt halt nicht, ob das wirklich ihr leibliche Tochter war. Und Alter, wie schnell. Das höre ich ja noch außerhalb von Ja, nicht nur das, auch wie schnell die ist. Schnell, geht zum Aufzug! Schmerl, geht wie das schon gesagt hat. Gerade deswegen gucke ich mich doch jetzt noch ein bisschen um. Ja, der hat hier gut geschlafen, so wie es aussieht, ne? Ja, finde ich auch sehr gemütlich hier. Man hat hier Dosenfrüchte, Frischwasser, man hat hier die Pennertonne. Man schläft in seinem eigenen Blut. Was gibt's denn Schöneres? Aber alter Falter, wie die das eben ausbaut. Schmerl. Sau eklig. Bäh. Ach ja. Es würde mich als so interessieren, wie die Originalstimme dann sind. Da habe ich bisher noch nie reingehört, weil ob die dann ach so ein krasser Akzent hat. Pass auf, das ist mal Yep. So. Kann ich ja das doch. So. Ach, der Pennertonne. Ach, scheiß doch drauf. So. Ups. Vergreif dich nicht an der Tonne, oder sie vergreift sich an dir. Typ. Ich hab so eine volle Kanne de Bohrer durch die Fresse gezwiebelt. Hallo? Stimme ist, der sah danach besser aus als vorher. Geht ja auch. Rücksags. Ich geb mein Bestes. Alter. Ja. Ekliger Scheißkerl. Gut, dann hacke ich jetzt nochmal das Ding hier. Und joink. Jetzt gehört's mir. So.
Ja, das ist tatsächlich eine Verbesserung, was die Optik angeht. Ich bin nur so ein roter, blutiger Klumpen. Hochzeitskleid. So. Die hat Hochzeitskleid Ja, gehabt? das sah aus wie so ein mega das Hochzeitskleid, wie sie da anhatte. Echt? Nö. Ein bisschen schon. Bäh. Alter. Ja, what the fuck. Bäh. Also die Splicer, muss ich auch sagen, so im Vergleich zum ersten, klar, die sind auch nochmal überarbeitet, aber so welche gab es halt auch schon im ersten Teil. Trotz allem so ein Pilzi oder irgendwas in der Art. Auf jeden Fall ist es rotzen eklig. Freund und Tumor. wie in Mad Max, wo Nax bei Tumor einen Namen gegeben hat. Und Smileys drauf gemalt hat. Jetzt stirbt doch endlich. So, also. Und ein paar Niete gibt es auch noch dazu. Sehr schön. Ja, Nieten rennen da echt nur rum. Und im Akteschrank versteckt man die anscheinend auch noch, die Teile. Warum auch nicht? Und? Die halten was aus. Der braucht schon einen Tacker, wenn man eine Nietenpistole hat. Oder wenn man Big Daddy Hotter Desk kann. Der hat wahrscheinlich schon so Tacker mit integriert im Unterarm. Alter. Nee, ich hab jetzt gerade überlegt, soll ich mal auf das Fass hier drauf hauen, aber nee, komm. Das Das ist, glaube ich, kein so gute Idee. wahrscheinlich nicht. Aufzugschalter. So, du könntest dich jetzt... Richtig, die können sich jetzt mit meiner Drohne rumschlagen. Mir ist es jetzt egal. Oh, da kam auch gerade die Wichse runter. Echt? Ich glaub's. Bin mir nicht sicher, ob da kannst du hüpfen. Also, die Kinder hier haben mir erzählt, du bist ein sehr alter Big Daddy, lebenslang gebunden an eine einzige Little Sister. Wenn du zu lange von ihr weg bist, stellt dein Körper seine Funktionen ein, wie wenn man ins Koma fällt. Solange das Mädchen hier in Rapture ist, sitzt auch du hier fest. Der Name deiner Kleinen ist Eleanor Lamb, die Tochter von Sophia. Das ist, denke ich, der Grund, weshalb Lamb dich hasst. Eleanor wird in Fontaine Futuristics festgehalten, auf der anderen Seite der Stadt. Du musst dorthin und sie befreien, bevor es zu spät ist. Warum ist sowas immer am anderen Ende der Stadt in solche Spiele? Ich meine, klar, man muss sich ja immer durch verschiedene Levels prügeln und man muss ja so natürlich auch, muss natürlich auch so durch verschiedene Stationen gehen, damit das Spiel auch lang ist. Aber warum kann das halt einfach mal realistisch sein und die ist 2 Kilometer entfernt? Ja, es ist immer das andere Ende der Stadt. Oder Eber. des Landes oder des Dorfs oder was auch immer. Das ist echt immer so. Okay. Du hast Spezialmunition. Drücke Pfeiltasten, um den Munitionstyp zu ändern. Spezialmunition verfügt über eine Vielzahl an zusätzlichen Effekten und Funktionen. Wähle für jeden Angriff die richtige Munition. Fallniete. Das sind Leuchtdinger davon. Mhm. Kann ich die abpflücken? Sehr schön. Joink. Come bite the apple. Eve's Garden. Wie sieht das aus, wenn ich das mache? Aha. Kannst du deine eigene Disco-Deko aufbauen? Ich wollte es gerade sagen. Disco! Ich will die blinken einfach. Ja, es hat schon einen geilen Effekt, muss man sagen. Komisch. Was steht hier noch? Our train run on time. When you run on time. Ach du Scheiße. Ach, so eine 30er Jahre Werbetafel hier. Hier war nichts mehr, ne? Ja, okay. Dann gehen wir weiter. Dumm. So, normale Nieten. Noch so ein hübsches Poster. Ja. Sieht so ein bisschen aus wie in der NS-Zeit irgendwie. Da hat man auch solche Dinger da unzählig hingepflastert. Der deutsche Arbeiter und so ein Scheiß dann. Was ist denn das hier? Affordable Endings, Funeral Home. Haven't you already paid enough? Das ist eigentlich eine gute Frage. Was machen die mit den Toten in Rapture? Wahrscheinlich werden die in Särge raus ins Wasser gefeuert, nehme ich Ja, mal an. offenbar nicht, wenn es da ein Beerdigungsheim gibt. Ah nee, Quatsch, die haben ja Krematorie. Die haben ja im ersten Teil auch ein Krematorium gehabt. Stimmt. Die werden wahrscheinlich verbrannt, die Leute. Weil wirklich viel Platz, um die zu beerdigen, haben sie da ja nicht. Richtig.
Und extra deswegen nochmal einen Friedhof abbaue, hätte man natürlich machen können. Ja, aber laut dem Plakat gerade eben müsste es ja einen geben, ne? Die Herren Geldsäcke haben vielleicht immer so einen eigenen, wo man dann auf dem Meeresgrund vielleicht bestattet. Das könnte ich mir zumindest vorstellen. So. Möglich. Und wie schaut's dann aus? Bisschen Treibstoff ist Quatsch, brauchen wir nicht. Niter, Verbandskaste. Nö, wir brauchen nichts, aber wir kriegen einen Verbandskaste gratis. Das finde ich ist sehr schön, die Erneuerung vom Hacken. Gratis Scheiß. Richtig. Alles ist gut, wenn es gratis ist. Ah ja, die Miete ist billig. Und Ich wollte auch mal eine Disco-Party feiern. Offensichtlich. Und jetzt ist sie tot. Grausames Schicksal. Von 2 Niter im Oberkörper noch erwischt worden. Herzlichen Glückwunsch. Aber wir wollten sie doch nur Party feiern. Attention, please have Rapture ID cards ready before reaching checkpoint. Nö. Und was gibt's denn hier noch Schönes? Ich versuch's mal mit dem ominösen leuchtenden Ding. Das aussieht, als wäre es wichtig. Ja, ich will aber erst einmal hier Eissacke, was geht. Hier, im Tickethäuschen. Also gut. Lass mich doch erstmal Eissacke, was noch geht. Hauptquest. Besser die Hauptquest als die Hautquest. Alter. Ah, guck mal, wie sie da mit Bauklötzchen spielen. Siehst du? Das ist der Grund, warum ich Sophia Lamb bekämpfen muss. Sie benutzt die neuen Little Sisters für irgendetwas. Und ich bin zurück, um sie zu retten. Tue ich das nicht, sterben noch mehr Kinder wegen meiner Sünden. Und der Albtraum Rapture geht immer und immer weiter. So, sprechen wir. Bürger von Rapture. Das ist Subject Delta. Hinter dieser Maske steckt ein Feind des Volkes. Ohne Seele, ohne Mitgefühl. Er ist eine Bestie, ein Monster. Und als Familie müssen wir ihm den Kiefer zerbrechen und ihn ins Meer zurückjagen. Lamb wird hier alles umkrempeln, um dich zu finden. Bitte halte die Splicer zurück, bis wir entkommen sind. Das ist genauso wie wenn ich sag, als Rechtfertigung, wir müssen ihm die Beine amputieren. Also hallo, geht's noch? Wir müssen ihm den Kiefer brechen. Ja, also ich bezweifle irgendwie, dass die Patrone ist. Ja. Der war von einem Guten. Oh, scheiße. Irgendwo, hoppala, Die irgendwo. Kamera ausgelöst. Ja. Ich weiß aber nicht, wo die steckt gerade. Mistviecher. Und der lispelt auch noch. Kuckuck. So, jetzt du noch. Blöder Bot. Ja. Ich würde lieber auf Nummer sicher bei sowas. Huch. Ups. Ja, irgendwo. Scheiß Kerl. Mit seinem ekligen Fuß. Ja, wenigstens hat er einfach die Daumen an der Ferse. Wie eine Olle vorhin. So. Jetzt brauche ich einen. So. Hoher Zeit. Okay. Zack. Zeit für den Bohrer, Mistkerl. Ja, das sieht definitiv gesund aus. Trophäe erhalten in Kupferbeschützer. Ich muss dich jetzt verlassen und das tut mir sehr leid. Aber ich muss noch anderen helfen, bevor diese Stadt ertrinkt. Dieser Mann, Sinclair, er ist auf unserer Seite und wird dich zu Eleanor führen. Leb wohl, Delta. Und viel Glück. Ja, leb wohl, Bridget. Tja, sieh einer an. Der aufrechte Ritter, komplett mit Dampfrost sozusagen. Ich heiße Augustus Sinclair, alter Junge. Esquire. Die alte Tennenbaum und ich haben ein gemeinsames Anliegen im Fontaine-Hauptquartier. Das ist der Laden, wo du auch Eleanor Lamb finden wirst. Ich glaube, wir beide könnten ins Geschäft kommen.
Komm mit der Bahn zu Ryan Amusements. Bis bald. Ich mag ihn jetzt schon nicht. Hauptsache, den kann ich jetzt schon nicht ausstehen. Wie der redet. Ja, wie so ein Schmierlapper, der Typ. Ja, ne? Ausgezeichnet, alter Knabe. So 19. Jahrhundertsmäßig noch. Welch ein famoser Tag. Die alte Tennenbaum und ich haben gemeinsames Anliegen. Gott. Wir möchten beide richtiges Deutsch lernen. Meine Fresse. Okay. Ah, da ist noch so ein lustiger Zirkus. Yep. Eine Eve-Spritze gibt's gratis, aber die haben wir schon. Was gibt's denn Schönes hier? Willkommen im Zirkus der Werte. Die kann ich gut gebrauchen gerade. So. Passt. Okay, wunderbar. So. Dann gucken wir uns hier nochmal um. Nüscht in Sücht. Ein Nieter. Und noch einmal, jetzt haben wir aber wieder genug. Die Situation. Echt viele Audiologs im Sophia Firefox Lamb 2. hat Ja. Rapture an sich gerissen und steckt hinter den Kindesentführungen an der Erdoberfläche. Ich erinnere mich nicht an diesen Namen, aber ihre Splicer zerstörten mein U-Boot und zwangen mich zu fliehen. Aber in diesem Ticketschalter hier bin ich sicher. Ich habe bereits ein paar von den neuen Little Sisters vor Lamb gerettet. Sie wollen alle wissen, wie wir nach Hause kommen. Ich wünschte, ich hätte eine Antwort darauf. Okay, also waren auch die Little Sisters, die man bei ihr im Ticketschalter gesehen hat, schon diese neue Generation, diese gerettet hat jetzt. Ich frage mich, warum es unbedingt kleine Mädchen sein müssen. Ja, das haben sie sich im ersten auch schon gefragt. Sicher war halt nur, dass die kleinen Mädchen mit dem am besten kompatibel sind. Warum das so ist, wussten sie sich auch nicht zu erklären. Das war halt so, es war Fakt, die haben es rausgefunden und ja, Dann nicht mehr weiter nach. richtig. Was funktioniert, das soll man ja nicht irgendwie... Ja, never ne? touch a running system. So, Schalter zur Bahn. Das ist halt auch schon krank. Ich meine, sie haben diese komische Tiefseeschnecke. Ja, Wir fanden das Ding einfach klein. Warum genau so Scheiß? so kranke Schweine wie Dr. Su Chong. Der war ja auch so unglaublich fertig, Boah, der ja. Mit denen gibt's auch nochmal ein Rendezvous im DLC vom Infinite. Typ. Okay. So ein fettiger Typ, jetzt mal ohne Witz. Ich bin auch froh, dass der so gestorben ist, weil er so kleine, so Little Sister halt gekloppt hat. Ja. Nur weil sie die ganze Zeit Papa Su Chong gesagt hat. Irgendwann hat er und mal dann einige hat Wäscher. der Big Daddy ihn aufgespießt. Richtig, und dann hat der Big Daddy halt seinen Beschützerinstinkt geweckt gekriegt, wo er noch gerätselt hat, wie scharf ist, dass die Beschützerinstinkte geweckt werden. Ja, kleine Und Mädchen dann- mitschleppen kommt halt nicht so gut, ne? Richtig, und dann ist er halt erbohrt worden. So schnell geht es als. Mit Recht. Ja, aber hallo. Das war ja so ein widerliches Schon wieder konnte nicht Arschloch. gespeichert werden. Gibt's dann das? Wow, hau lieber die Bremse rein. Es sei denn, du willst deinem Leben an dem Gletscher da vorne ein Ende setzen. Die Stimme von dem kommt mir bekannt vor. Ich kann es doch gerade nicht zuordnen. Ah, es ist die Stimme vom Smithers aus The Simpsons. Ja, natürlich. Ich hätte jetzt gesagt Quagmire aus... Wie du siehst, Chef, ist die Station völlig Wunderbar. vereist. Um also rechtzeitig zu Eleanor Lamb im Fontaine-Hauptquartier zu kommen, Ja, müssen das wir ist den der. Weg freikriegen. Um das ganze Eis zu schmelzen, brauchst du ein Plasmid, das das reinste Höllenfeuer entfacht. Abfackeln. Wir haben ja. in dem Vergnügungspark da drüben immer ein nettes Produkt namens Abfackeln verkauft. Sieh zu, ob du da reinkommst. Ich kenne die ganzen Fahrgeschäfte schon. Ja, ich glaube, der spricht auch Quagmire. Genau, das in ist Family dieselbe Guy. Stimme. Dieselbe Stimme. Der spricht der Smithers in The Simpsons und der spricht der Quagmire in Family Guy. Genau. Ach, wieder amüsant, was die Leute so für Rolle sprechen. Ja. Und wie variabel die teilweise mit ihrer Stimme sind. Das ist richtig übel. Also, gerade auch in der englische Version von The Simpsons, da gibt es auch irgendwie nicht so viele Sprecher, aber die können die Stimme dermaßen variieren, dass man das kaum raushört, dass es dieselbe Sprecher sind. Das ist schon heftig, was das auch wirklich für eine Profi-Branche ist. Anders kann man das wirklich nicht nennen, dass das wirklich so Profi-Business ist. Jetzt mag ich aber nochmal gucken, weil es hieß, der Fortschritt konnte nicht gespeichert werden. Ich probiere jetzt einfach mal so zu speichern. Gucke, ob ich so speichern kann. Fortschritt konnte nicht gespeichert werden, da nicht genug Was soll denn Speicherplatz das? vorhanden ist. Löschen Daten im Systemspeicher, das kann eigentlich echt nicht sein.
Das kann echt nicht sein. Ich möchte nur ganz normal speichern. Ich habe wirklich alles soweit gemacht. Es kann nicht sein, dass es hier nicht speichern will. Das kann ich mir nicht erklären. Wenn ich was lade, ist nichts vorhanden. Es ist ganz, ganz merkwürdig. Ja, Also wir du- haben technische Schwierigkeiten. Ja, da ist irgendwo der Wurm drin. Ich würde aber sowieso sagen, wir haben jetzt wieder unser Ziel für heute erreicht. Und hier mache ich wieder meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Bioshock 2 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee. Ciao.